Buonasera, Servus, grüß euch, habe ich dir, Dankeschön fürs Einschalten. Es gibt wieder ganz kurz was bei mir, ich möchte es euch nur sagen, es gibt schon Videos dafür. Den Intake Single Coil RDA Airflow oben mit zwei speziellen Rädern. Ich mache aber da Wicklungen auf mit 0,9 habe ich jetzt gehabt und heute machen wir Wicklung, das schauen wir uns jetzt an mit 1,35 oder 1,4 um. Mit einem Nickel-Chrom da. Stinknormale Space Coil, old school. Und zum Schluss sage ich euch dann noch, was ich heute davon. Und die zwei Schwachpunkte, was mir nicht so gefallen, sage ich euch auch. Also, viel Spaß. Ich habe jetzt ungefähr 3 Monate oder länger mit 0,9 Ohm Dampf bei 14 Watt, 13 Watt. Alle einfache Coil. Und er macht seine Arbeit gut. Ja. Wie es bei Hochleistungscoil ausschaut, da gibt es genug andere Videos, da wo ihr reinschauen könnt. Da tue ich einen 0,35er Nickel-Chrom oder auch Nickel 80. Vorher habe ich ja 3 mm drin gehabt. Jetzt machen wir einmal 3,5 mm Durchmesser. Mache ich wieder mein 8 Winde drauf. Habe ich wieder ein bisschen Zusammenschirm zwischendrin. 8. Natürlich, wenn ich jetzt unten reinlege, dann haben wir einen 7er. Also da haben es jetzt 7 Windungen. Da werden wir jetzt nicht lang umeinander. So, da hinten müsst ihr, wenn ihr es nochmal so habt, macht es nur einen fest. Müsst aber den Draht mit dem Finger da beihalten, dass er euch nicht ausrutscht. Mit der Hand an Hand schraubt es ihn leicht fest. Je nachdem, wie dick das der Draht ist. So, und dann zeigt ihr, dass er schon gut hält. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fährt es da noch mal einer, mit dem man sowieso ausglühen, weil man mit den Fingern schon reingelangt haben, um die Fingerfette rauszukriegen. Da machen wir dann herüben dasselbe. Jetzt fragt er noch ein neuer Coil. Also 1,35 Ohm haben wir jetzt. Schauen wir es uns nochmal an. Gut. Ein bisschen ausgerichtet, nochmal ein bisschen angeschaut. Das Glühbild passt auch. Vorne haben wir aber einen Fehler drauf. Auf einen leichten. Jetzt ist die erste Windung ist größer geworden. Jetzt mache ich praktisch die Schrauben, da wo der große Durchmesser da ist, mache ich da die Schrauben nochmal auf, tue die Wickelhilfe vorher ein und schaue, dass ich die Schrauben ein bisschen öffne und dass ich den Draht nochmal ein bisschen ziehen kann. Und dann festschrauben. So, jetzt haben wir eine gleichmäßige Coil. Also, die Wickelhilfe nochmal durchschieben, die eine Schraube öffnen und dann den Draht nochmal spannen, dass sich der Draht da mit der Schlinge auf die Wickelhilfe zieht. Und dann müssen wir natürlich so weit wie möglich den Draht abzwicken. Ist aber da recht viel Platz im Prinzip. Damit man da nicht ansteht mit dem Gehäuse. Da ist das Gewinde. Wenn Sie es jetzt ein bisschen abzwickt und 1,4 mm stehen lässt und noch mal ein bisschen da reindrückt, dann geht es auch. Aber nicht, dass er so lang macht, den Draht, dass er da wieder ansteht. Ne? Also da, er muss da auf dem Post bleiben. Ganz leicht. So dass da beim Gewinde halt nicht ansteht. Ihr kennt das Spiel schon. Ein bisschen nachzwirren, ein bisschen nachdrehen. Man hat den Vorteil, dass es ein bisschen gleichmäßig reingeht, hin und her schieben. Und durch das Verzwirnen habt ihr den Vorteil, dass in der Space Coil, also in der geöffneten Coil da drin hat, dass die Watte schön anliegt am Draht.
Und da natürlich jetzt schon schauen, dass in der Mitte nicht mehr stark auf die Watte hingelangt, weil sonst habt ihr noch wieder ein bisschen einen schlechteren Geschmack, weil das einfach angenommen wird. Wie gesagt, nehmt euch zwei metallische oder wie auch immer, hebt das ein bisschen an, unten, dass mit der Spitze, also mit der Teil von der Watte, mit dem Teil, als erstes in die Wattetaschen reinkommt. Da fängt die Förderung vom Liquid an und dann soll die ohne Unterbrechung, ohne Abzweigung zur Coil gehen. Es ist immer sehr wichtig, dass der Anfang von der abgeschnittenen Watte der erste da unten ist, dass da das Liquid hintrifft und dann hochgeht. Unten reicht das weiße Stutzel. Ja, ihr braucht es da nicht. Da oben soll es aufliegen, wie bei anderen auch, dass es abschließt, dass euch da das Liquid beim Befüllen nicht die Coil flutet. Und da unten so ein Stutzel gelangt, aber nicht zu stark verpressen. Ihr wisst es eh, ein bisschen mit Gefühl üben. So. Was habe ich denn heute? Habe ich das Fax, habe ich Fax Rule oder was? Da muss ich mir wieder mal was mischen lassen. Bei meinem Shop. Also mir auch wieder mal sagt. Machen wir es uns ein bisschen voll. Ich steige jetzt einmal ein bei 12 Watt, 4 Volt, 12 Watt ungefähr. Lassen wir es einmal ein bisschen anbrutzeln. Ja, macht schon Musik. Dann könnt ihr noch hergehen mit einem metallischen, mit so einer Pinzetten. Eventuell die Kohlen noch mal ein bisschen gleichmäßiger machen, ja, für die Perfektionisten, so dass das so ausschaut. Wie gesagt, das ist jetzt ein Simwinder. Ja, gut, dass es so ist, weil mit 8 war ich vielleicht bei 1,5, 1,6 kommen, das war eh nicht so das Wahre vielleicht. Wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit 0,9 gehabt, jetzt sage ich 1,35. Wenn ich 8 Windungen gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das Befüllen brauche ich eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt da nämlich schon ein Liquid drin. Schrauben wieder ganz einfach zusammen mit Gefühl. So, und dann schauen wir uns das an. Wenn einer sagt, ja, er hat natürlich jetzt da zwar kein Whiteboard, aber auch ein großes Strip-Tip drum. Mit so einem Adapter von mir. Weil der kleine Adapter, was da dabei ist, das ist ein Spielzeug. Wenn du dann einen 15er Trip-Tip rein tust, dann ist das ein Wackelspiel. Ist auch so nicht ganz so stabil. Ja, das ist einmal so eine Sache, was mir nicht so gefällt. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen zurück. Wie gesagt, nach 3 Monaten ist er so, er sifft nicht und gar nichts. Er macht eigentlich seine Arbeit recht gut. Die Airflow, das haut auch hin, was in meinem Fall jetzt ist. Der Bajonettverschluss ist bei mir, ich kann mit 2 Fingern, da ist kein Widerstand da. Ja. Er hält zwar, aber ich kann ihn mit einem Finger aufdrehen, auf Deutsch gesagt. Also, seht ihr es, mit einem Finger kann ich den aufdrehen. Da muss er normal ein wenig mit Druck sein. Und durch das habe ich da über eine Sauerei. Ja. Richtige, schaut aber nicht schön aus. Ja, das ist bei jedem Befüllen so, ich kann das sauber machen, ich kann auch oben abwischen und abtupfen dann. Da stimmt das Spiel nicht von der Silikondichtung, ich habe schon probiert mit Außenbau und Einbau, du kannst es nur in eine Richtung einbauen. Versuche ich, dass ich die auch noch mal trockne. Die hält bei mir so weit dicht, dass er nicht ausläuft, aber wenn man dann wieder runter tut, und nach längerem Dampfen, da sieht man es auch schon da jetzt, na, da wird der schon wieder feucht. Ist anscheinend nur bei meinem so. Flow schließen ein bisschen. Liquid habe ich immer 50-50, ja, wegen dem Geschmack, nicht die 70-30 Schmarrn.
Und ja. Dann kommen wir gleich zum Schluss. Er macht, was er soll. Bei mir ist halt der Verschluss windig und das 18er auf 15er, dieses Adapterteilchen. Schaut euch um, ob es größer ist oder ob es anders, weil das, was dabei ist, das ist ein Spielzeug. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ihn 3 Monate täglich im Einsatz gehabt, mit 0,8 bei 16 Watt, 18 Watt. Jetzt habe ich 17 Watt, wahrscheinlich bei 14 Watt, 4,4, 4,3 Volt wird sich das einpendeln bei mir. Die Airflow ein bisschen streng. Wenn man es ganz zumacht, das ist noch wichtig, ist er dicht. Ja. Also ihr könnt von ganz geschlossen anfangen, ganz minimal. Zugwiderstand könnt ihr euch wirklich sauber einstellen. Schmeckt auch gut mit einer normalen Wicklung, also nichts kletten, nichts verzwirrend, nichts fused und was weiß ich, was für ein Schmarrn das da gibt. Funktioniert er gut, schmeckt auch gut. Und er ist siffrei. Er hat Airflow oben und mit dem 2 Röhrchen. Also ist er easy zum Wickeln. Ja. Kann man nicht schimpfen, bis auf die 2 kleinen Sachen. Aber ich kann damit leben, weil ich es weiß. Gut, arrivederci. Danke fürs Einschalten. Pfiat euch.